Von der tapferen Prinzessin und dem allerletzten Drachen. Früher hat es noch viele Drachen auf der Welt. Manche sind gefährlich für die Menschen, aber nicht alle. Dazumal haben viele Prinzessinnen von einem Drachen befreien, bevor sie dürfen heiraten. Und Drachen haben sie dann getötet. So hat es immer weniger Drachen gegeben und manche Prinzessin hat lange suchen, bis sie einen gefunden hat, wo sie sich dann von ihm befreien lassen. Der allerletzte lebendige Drache hat in England gehauset, in einer dunklen Höhle in den felsigen Bergen von Cornwall. Ein prächtiges Tier war das, etwa 20 Meter lang. Alle Leute hatten Angst vor ihm, weil Drachen Feuer speuzen und Rauch schnauben. Und der hat auch noch bei jeder Bewegung gerasselt. Seine Schuppen waren nämlich aus Stahl und seine Flügel haben ausgesehen wie halbe Regenschirme aus Blech, nur eben viel, viel grösser. Dazumal hat in Cornwall ein König regiert. Er hatte eine schöne Tochter gehabt. Und als sie 16 Jahre alt war, hat der König zu ihr gesagt: »So, Prinzessin, jetzt müssen wir dich wohl oder übel dem Drachen ausliefern. Musst aber keine Angst haben. Er frisst dich nicht. Es kommt dann noch rechtzeitig ein Prinz und der tut dich befreien und nachher heiraten.« Die Prinzessin fängt an zu jammern. »Aber alle Prinzen, die ich kenne, sind so fade Bürstli. Warum muss ich denn unbedingt von einem Prinz gerettet werden, Vater?« »Das gehört sich eben so. Das ist Tradition, weisst.